1848 war net nëmmen Joer vun der Revolution an Europa, et wo och Geburtsjoer vun eiser moderner Demokratie. Für rund iwwer 175 Joer krut Lützeburg seg éicht Verfassung an eng Chamber vun den Deputéierten. Wieéi huet sech die demokratische Institutionun entwickelt, a fir war 1848 so revolutionär. Willkommen bei Parliament Decoded. Ech sinn Sven Klemmer, Piratendeputéierten an der Chamber. Haut machench mat Dir eng Rees duch d'Geschicht vun eiser Chamber. Vu den éichen demokratische Schritt bis zu der moderner Institution, die wir heute kennen. Ursprünglich 15 bis 1839 ändert der holländische Verwaltung nur den napoleonischen Kricher gouf Lützeburg ein Teil vom holländischen Königreich. Wir hatten nach keine eigenen demokratischen Institutionen und alles gouf von den Herren aus verwaltet. Mit diesem ersten eigenen Parlament krut Lützeburg eine sogenannte Assemblée des États, eine Versammlung von den Ständen. Wie demokratisch war das nicht. Just Vertreter von der Kirche, dem Adel und der Bourgeoisie konnten dabei sein. 1848 hat alles geändert. Nach dem Abschluss von den europäischen Revolutionen krut Lützeburg eine neue Verfassung und mit hier auch eine Chamber von den Deputierten. Für die erste Kehr waren die Deputiert direkt vom Volk gewählt. Das war revolutionär. Und noch wenn anfangs just Männer mit genug Besitz konnten wählen, ungefähr 4% von der Population, waren aber der Grundstein für eine moderne Demokratie. Nach dem Ersten Weltkrieg konnten du schon 2/3 von den Männern zu Lützeburg wählen. Frauen haben aber bis 1990 müssen werden, für können wählen und direkt sich auch als Kandidatin zu präsentieren. Während dem Zweiten Weltkrieg gouf die Chamber dann aber abgelöst. Demokratie war in Erbrach. Diese Periode weist uns, wie wichtig es ist, demokratische Institutionen zu schätzen und noch zu verteidigen. Nun Krieg gouf die Chamber neu abgebaut. 1956 gouf 12 von den Deputierten op 52 gesagt, 1981 stehen op die aktuell 60. Am neuen Millennium gouf auch die Chamber digital. Eng echt Website, Live-Übertragung, elektronisch Aufstimmen, alles Innovationen, die Transparenz und Partizipation verbessert haben. Zander 2003 konnte endlich ab 18 Jahren nicht nur wählen, mehr auch gewählt gehen. Als ich als Deputiert nur gefangen habe, gouf die Petitionsplattform modernisiert. Heute können alle Leute ab 15 Jahren Online-Petitionen deposieren, eine wichtige Evolution für direktdemokratische Partizipation. Was hat sich schon geändert? Von 30 auf 60 Deputiert, vom restriktiven Wahlrecht zum universalen Wahlrecht, von der Männerdomain zu einer offenen Repräsentation, vom intransparenten zu immer mehr öffentlichen Deliberation. Das Geschichte weist uns, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. Sie hat sich über Jahrzehnte, Jahrhunderten entwickelt und muss immer weiter verbessert gehen. Alle Generationen muss diese demokratische Errungenschaften nicht nur respektieren, sondern auch weiterentwickeln. Wir sind heute deputiert, weil Generationen vor uns für das Recht gekämpft haben. In der nächsten Episode gucken wir das Gebäude von der Chambre. Vom historischen Hotel de la Chambre bis zu den neuen Annexen. Abonniert diesen Kanal, also was wusstet ihr schon über die Geschichte von unserer Demokratie? Gibt es Momente, die euch besonders beeindruckt haben oder da, wo ihr nach frohen habt?